Willkommen zurück hier im Kampfkolosseum, wo nur die Stärksten bestehen können, hier bei One Piece Unlimited World Red. Leute, ich muss leider beschämend zugeben, ich habe mir ein kleines Fauxpas geleistet, ach du Scheibenkleister. Und zwar, es ging darum, ich habe erklärt, ich will da zuerst mit Flamingo zweimal Rauf frei machen und dann Fujitora freizuschalten, oder? Ich will das dritte Mal Rauf frei mit euch gemeinsam, damit wir dann Fujitora gemeinsam freischalten können, ne? Das soll einfach eine Vorarbeit sein. Ja. Das Problem war, für Fujitora muss ich ja auch noch mit Akainu etwas machen, genau. Also sprich Bosse besiegen und auch noch, was stand da noch? Bosse besiegen und Spezialangriff, genau. Was gemacht mit Akainu und mit Flamingo als Partner dabei. Habe damit Akainu gewonnen und plötzlich, naja, ja, ist einmal halt verloren, sprich ist mir K.O. gegangen, der gute Akainu, muss mit Flamingo ran und obwohl der Aufwand nicht begonnen hat, aber beendet hat, ja, war dann das bereits der dritte Rauffrei und ich habe ihn freigeschaltet. Das gibt's ja nicht. Ja, Fujitora bereits freigeschaltet, es tut mir leid, Leute. Ja, shit happens, jetzt werden wir trotzdem noch ganz kurz die verschiedenen Charaktere zeigen. Mache aber vielleicht, weil es ja alle zeigen will, genau. Sprich neue Charaktere wie, Shanks hat mir bereits, genau. Whitebeard, Akin hatten wir auch schon bereits, Flamingo und Fujitora. Die drei zeige ich jetzt noch in diesem Part. Und ich sage euch eins, also Fujitora ist ein bisschen mühsam zum Zocken. Flamingo ist der Spammer schlechthin und Whitebeard ist ein wahres Monster. Was ich meine, ihr seht es jetzt. So, mach's mal so mit Whitebeard, war? Naja, wieso nicht? Was für ein Team, ey. Ja, also Flamingo, Whitebeard, das ist eine Konstellation, ey, das ist, ja. Die wären in der neuen Welt echt gefürchtet. So, kommen wir zu Flamingo. Der Typ ist zwar auch ein bisschen groß und so, aber schaut mal an, wann der spammen kann, ganz ehrlich. Das ist alles eine Taste. Alles eine Taste, da kommt kein Gegner dran an. Meine Gegner haben keine Chance gegen Flamingo. Können die knicken. Wir haben ihn getroffen. Wir haben ihn getroffen. Haben wir zwar wieso? Oder wie, aber ist egal. Man dann auf X, macht irgendwie einen anderen Quatsch. Achso, ja. Vom Boden her nach oben. Ja, das ist Flamingo. Wie er lebt und lebt, der echte Spammer, ey. Das glaubst du einfach nicht. Gut. Das haben wir gezeigt. Raufrei war jetzt die letzte, was er machen wollte. Machen wir einen Bosssturm noch. Also zum Abschluss. Nee, das machen wir noch etwas anderes. Ja, dann ganz kurz mit Flamingo. Und zwar machen wir ganz kurz mal ein Duell. Starken Gegner nochmal schwer, war. Wird schon gut gehen. Wieder mit Flamingo, genau. Außer bestätigen. Ja, Gegner auswählen, hä? Kann das auch cool. Mal ganz doof gefragt, wieso kann ich so viele Gegner auswählen, nur so wenige zocken? Ich will auch mit Hoodie zocken, mit Aokiji, mit Kizaru, mit Ilsa weniger, mit Falkenauge. Okay, Drachen hat auch weniger. Schwarze und Frankie, war nicht schlecht. Das ist auch so ein Monster. Tja, was macht man da? Gegen Ruffy, wa? Also, ich finde es schon ein bisschen doof, dass Charakterauswahl so beschränkt ist und trotzdem mein... Hallo, Admiräle, 2 Stück, ja, 2 Feen. Wieso? Und das ist auch schon die Gummibirne persönlich. Also mal gucken, was ich mit Spam ausrichten kann bei ihm. Flamingo fällt einfach nicht um, hey. Seht, das ist einfach... Alter, unglaublich. Was natürlich auch kann, ist da irgendwie rummarschieren, wa? Ja, Skywalker und so natürlich nicht, er macht es ein bisschen anders. Also dann eine Fädenfrucht, so, Waffe, kommt mal her, kennt einen anderen Move. Der Fädenslasher. Du. Was? Nicht getroffen? Willst du mich verarschen? Und voll aufgespießt. Bringt aber nichts. Hä? Mal gesperrt? Was da aus war?
Nimmt zwar Schaden, aber war ich nicht zurück, ganz schlecht. Ja, wir machen Waffi platt. Bam, wieder voll in die Fresse. Mann, Waffi, es ist doch zwecklos, du kannst nichts. Und wieder festgefroren. Oh oh, Flamingo wird ausweichen. Das ist ganz ehrlich, wenn das Flamingo nicht so ein Arsch wäre, von der Persönlichkeit her, fände ich relativ cool als Charakter zum Zocken. Ja, man sieht schon, Waffi ist kein Gegner für uns. Ausmachen kann allerdings, muss man auch zugeben, nicht schlecht. Und wieder eingefroren. Tschüss, bam, sollen die Fresse immer... Alte wenig weggenommen. So, ein Special Move hätte ich noch gerne. Genau, euch auch mal zu zeigen. Ich mach das am besten. Wow. Wow, plötzlich der Ansel Eisvoll ist klar. So, das Special Move also. Das ist einfach nur eine übelst krasse Scheiße. Was, wieder 2 voll? Ja, also klar, mit dem Flamingo kriegst du halt die stärksten Gegner down. Das ist kein Problem mit dem. Einfach nur eine krasse Sau. Gut. Wir haben als nächsten Fujitora, weil White will ich immer gerne für den Schluss aufheben, weil der ist einfach nur so eine krasse Sau, ganz ehrlich. Ja, okay, gesaved. Machen wir eine Missionssperre vielleicht mal ganz kurz. Mal gucken, was man da machen kann. Aktion, das ist eigentlich... Wieso eigentlich nicht, wa? Oh ja, das wäre vielleicht etwas. Und zwar, Gegner, okay, sind das Gegner, stimmt ja. Kann ich das auswählen? Ah, Mann, das ist der Fujitora, genau. Verdammt. Der wäre ein bisschen doof hier. Okay, machen wir später. Mit Whitebeard, jetzt sollen wir doch noch etwas anderes gucken. Mit Fujitora macht er eher Bossturm. Raufei hatten wir bereits. Battle Royale ist eher ein bisschen doof, finde ich. Also zum Präsentieren meine ich natürlich. Bossturm, Alter, 5. Ja, das dauert zu lange. Ne, komm, Battle Royale halt. Normal. Wieso seht ihr gleich? Weil Fujitora ist nicht einfach zu zocken. Der zweite... Akino, wa? 2. Versuchen wir es mal so. Ja, von dem Fall, dass er da mit Fujitora verlieren soll, kann ich mit Akainu weitermachen. Der war auch noch nicht so oft gesehen, von dem her wäre das eine ganz, ganz gute Idee. Oh oh. Was für ein Team? Okay, mit Waffi, den haben wir auch schon bereits. 2 Admiräle gegen... Ach du Scheibenkreis, gegen einen Kaiser plus einen König der Piraten. Nein, weg da! Weg aus diesem verdammten Kreis dort. Ja, mit Fujitora ist ein bisschen mühsam. Ich muss gut überlegen, wie ich da zocke. Ich habe mir das Special leisten, ganz ehrlich. Guck mal, einen Sprung. Das hat der eine Sprungwurf, das ist der andere. Sind die Fujitoren, die total lame gemacht, fangen jetzt immer noch wieso. Was macht eigentlich der Move hier? Ah, Schutz geht auch nur rechtzeitig, das ist doch auch mühsam. Nö, geht gar nichts. Mann, Fujitora. Nein, weg da, weg da! Da gucken wir mal wieder rein. Und macht da meinen Move. Fujitora will es mal verarschen. Er klopft ziemlich einen Schaden rein, damit ihn zocken kann ich nicht. Ich muss ihn ganz ehrlich zugeben, das geht irgendwie nicht. Der kann kaum zurückschlagen und so direkt getroffen wird. Total scheiße.
Also ist einfach nicht mein Typ, muss ich ganz ehrlich dazugeben. Mehrerlei Hinsicht. Oh oh. Gegen beide ist ein bisschen mühsam, merke ich gerade. Nicht schon wieder, nicht schon wieder. Einer muss sterben. Oh, da gerade will dann auf mich zukommen. Bam, in die Fresse, Mann, Shanks. Waffe getroffen? Ist bereits down. Mann, hau ab, Shanks. Also, Lucky Junge geht's besser. Fujitora ist irgendwie lame. Ja, ist eine vielleicht auch genau falsch, kann natürlich auch sein. Mein Geschmack ist ja Kämpfer allerdings nicht. So, haben wir ganz kurz einen Fight noch. Dann der Part war bereits ein bisschen früh zu Ende, wa? Machen echt noch 2 Parts, machen nur noch einen. Oh, da war gerade mein Kiefer. Hilfe. Das war spannend heute, wa? Ja, ein bisschen Stress und so wegen neuen PC und Datensafen und so, will bald wechseln, sollen wir so ein bisschen 3 Let's Playen, aber egal. Ja, was sollen wir machen? Genau, Missionsspeicher. Und so ist Samurai mit Whitebeard zu machen, genau. Nein, Whitebeard, so. Haben wir 2 Kaiser, wa? Wieso nicht? Ich sage Whitebeard, so ne krasses Schweine, das klappt mir gar nicht, das ist ein echtes Monster. Der fällt nie um. Der haut drauf, gäbe es kein Morgen, steht natürlich rein und so, man nimmt den ganz normalen Schaden, aber ist total egal. Oder gehörten wohl eher, wa? Okay, Whitebeard! Ich bin Whitebeard! Seht ihr, jetzt hat die ganze getroffen, aber ist ihm egal, der haut weiter drauf zu. Was für ein krasses Viech, Mann! Boom! Alter, man schlägt mal nicht so einfach. Du hast keine Chance gegen uns. Kann lange springen, nee, natürlich nicht. Der macht's einfach so. Alter. Okay, das ist unfair. Mein Whitebeard ist auch nur ein Mann. Klar, ein älterer, vielleicht braucht er die blauen Pillen, aber trotzdem. Okay, sie trägt die blau, von dem her dürfte das wohl Erregung genug sein. Und in die Fresse, Mann. Boah, Alter, und Airbeam Power. Ich kann echt nicht springen, das geht nicht. Der stampft nur auf. Und ich hau hier drauf. Guck mal. Boom. Du kannst das schützen. Wieso auch? Das Rehmonster. Also ein Schutz vielleicht ganz gut. Nö. Mir vorbei oder was? Alter, Whitebeard, der wird nie getroffen von nix. Wow, aber das hat jetzt viel Schaden gemacht. Was hat das gerade? Plötzlich ist alles weg gewesen. Mihawk, du Lackre. Also geblockt irgendwie, aber okay, mir auch nicht. Oh, glaube ich, im Falkenau könnte es mühsam werden. Und weg ist er. Man kann ja blocken gegen den. Ich kann ja blocken gegen Falkenauge. Oh oh. Verliere jetzt doch noch. Wäre ein bisschen lame.
Ich will noch einen Special Move zeigen mit Whitebeard. Boom. Der steht immer noch. Nein! Also man kann die blocken, mal nicht. Die sind ein bisschen verrückt. Papa, dir geht's nicht so gut. Alter Mann, dir geht's nicht gut. Dir geht's nicht gut. Oh oh. Und jetzt bist du fällig, Falkenauge. Niemand stoppt Whitebeard. Ja, Jinbei ist klar. Ein bisschen größer und so. Der fetteste. Nee, das ist nur Whitebeard, ganz klar. Boom! Oh, verdammt. Ich glaube, bei Whitebeard geht das gar nicht, das ist zu groß dafür. Alter, was für einen Schaden reinhaue. Das bringt nichts, Jinbei. Boom. Und weg ist er. Was, da steht er noch? Boom, zur Seite, Alter. Was er einfach alles kann. Du triffst mich nicht, triffst mich nicht. Ich bin zwar viel zu fett dazu, aber eigentlich müsste ich mich treffen, aber ist egal. Also gegen Viper brauchst du echt einen Stellcharakter wie Ace oder Ruffy, sonst bist du echt im Arsch. Der Krokofuzzi vielleicht auch noch. Der Krokofuzzi. Hallo Kroko, was ist noch in der Rechnung mit mir offen war? Wieso weiß doch kein Mensch, aber irgendwie hast du was gegen uns? Treffen irgendwie nicht. Hallo, wollt ihr mich verarschen? Und da fliegt er erstmal. Spür meine Cheate! Boom! Und hier Earthquake zur Seite! Wie fies ist das denn? Jetzt mehr Defense, geil! Boom! Bringt alles nix! Whitebeard ist einfach zu fett! Für einen Loser! Aber eine gute Frage. Jetzt guckt halt wirklich der schwächste Sin Samurai oder ehemaligen Sin Samurai, natürlich momentan das Buggy, also. Ich bezweifle, dass Buggy mittlerweile irgendwie Ding beherrscht. Wie heißt schon wieder? Haki, genau. Ansonsten hätte eine Chance gegen die ganzen Sin Samurai, ich glaube eher weniger. Das Monster ist back. Back from the wreck. Der Blick von Whitebeard, ey. Ja, wir haben gewonnen und wir sind Wahrheiter und die coolste. Wir sind Erster und so weiter und so fort. Ja, Leute. Das war's soweit. Ich muss sagen, das Kampfkolosseum ist beendet. Ich weiß, wir können noch dies und das und so freischalten hier, aber ganz ehrlich, wenn man Charaktere die es gibt, mehr gibt's nicht. Und, ja, wozu das Ganze noch in die Länge ziehen? Wir können noch Bossquests und so freischalten, wir sind mit Ruffy und Law. Oder von mir aus mit Jinbei ausführen, etc. Aber nee, ganz ehrlich, ist schön und gut, könnte man machen. Wer es kommentieren will, macht's gerne. Für mich selbst, für mich persönlich ist das so vieles gut, vor allem fürs Let's Play halt, mach's mal offscreen oder irgendwie privat mal so, aber ansonsten, nee. Ja, das war's mit dem Kampfkolosseum und alles freigeschaut, was es gibt, zumindest was Charaktere anbelangt, Modi und so weiter. Wir sind erster der A-Liga, Flamingo auch platt gemacht. Wir haben hier alles erobert, im nächsten Part geht es dann weiter zurück zur Hauptstory und dann nochmal gucken, was wir alles machen könnte und was dann so alles ansteht. Tja, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal wieder mal bei One Piece Unlimited World Red. Tschüss!